Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV am Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.delu gesehen und lauschen. Diese Monat ist der 60. Anniversaire von der Schumann-Deklaration vom 9. Mai 1950 gefeiert gehen. Gefeiert das vielleicht das größte Wort, weil nach dem Sten haut alles anders wie rosig sind. Ich habe bei der Abweihung von der Fête de l'Europe zu Lützeburg Folgendes deklariert, schon da ist noch Französisch waren. À l'heure actuelle où la crise financière et économique ne cesse d'apporter son lot de mauvaises nouvelles quotidiennes, à l'instant où des doutes nous assaillent, où l'Europe, n'ayons pas peur de le dire, semble désemparée, la célébration de cet anniversaire peut faire débat. Il serait certainement illusoire de faire croire que l'Union européenne répond de façon convaincante aux secousses actuelles et de dire que tout est sous contrôle en chantant « Tout va très bien, Madame la Marquise ». Non, ayant le courage de voir les choses en face, ayant le réalisme de reconnaître que le contexte actuel nous oblige à retrousser nos manches et à revoir nos méthodes de travail pour susciter un nouvel élan. Schuman, Monnet, les pères fondateurs sont-ils donc dépassés et n'appartiennent-ils plus qu'à l'histoire? Je ne le crois pas. C'est bien le contraire qui est vrai, car ce qui nous est demandé aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est bien de retrouver l'esprit pionnier et révolutionnaire de cette génération d'après-guerre qui a construit sur les décombres. Nous devons nous inspirer de leur courage, de leur prévoyance, de leur réalisme et de leur idéalisme. Historisch gesehen sind Pep von Europa, de Schumann, de Monnet, de Adenauer, de Gasperi, und nicht zu vergessen, eisen nationale Joseph Bech, beispielhaft Figuren für das, was sie an der Vergangenheit gelesen haben. Aber sie sind besonders eine Inspirationsquelle für Haut und für Zukunft. Da leidt am Mengen an hier Wichtiges durch. Es geht darum, ihre Geist neu zu entdecken, und neu zu erfahren. Ein Geist, der aus einer perfekten Kombination besteht, aus Idealismus und aus Realismus. Deklaration Schumann verbindet ein Friedensprojekt, der 5 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg schon revolutionär war, mit einer ganz konkreten Idee, zusammen lehen an eng supranational Gemeinschaft von Kohlen und Stahl. Das ist ohne Zweifel der Schlüssel für den Erfolg gewesen, eine konkrete Idee, die aber am Dienst von einem gesamten Projekt steht. Wenn wir die aktuellen Schwierigkeiten vom Euro ein bisschen aus der Distanz gucken, und ich gehe nicht auf die technischen Aspekte an, da fällt doch auf, dass den Euro wohl bislo ein ganz gelungen an ehemalig Initiativ war, dass sein Prolongement aber nicht die sind, die in sich hat müssen erwerben. Aus der Währungsunion als nie eine Wirtschaftsunion ging. Memberstaaten haben hier Nationalbudgetspolitiken an Wirtschaftspolitiken vorgetrieben, ohne viel Rücksicht auf den Oper zu holen, mit dem Resultat, dass die Architektur von dem Ganzen darlo seriös aufgestellt ist, weil an Zeiten von Finanzkrise das groß und strukturell Schwächen nicht mehr zu überdecken sind. Fazit, den Euro soll das Mittel sein, für ein bestimmtes Ziel zu erreichen, dem Stand an dem Mangeltum und politische Willen haben aber dazu geführt, dass den Euro zu engem Selbstzweck gouf. Probleme von Haut sind Resultat von dieser Evolution.
Haut gilt es gewiss umzudenken, ganz schnell. Und das geschieht gewiss nicht in den besten Konditionen. Schwierigkeiten, die Europa haut kennt, sind fundamentaler Natur, und werfen gravierend Probleme ab. Die Situation ist echt, das nicht zu verkennen, aber auch da muss relativiert gehen. Hatten als Eltern, und Großeltern, nach dem Krieg nicht mit einer desaströser Lage von dem ganzen Kontinent zu dienen, sind Schwierigkeiten von Haut wirklich mit der Nachkriegszeit zu verwechseln. Ich meine, am besten Willen, das nicht zu verkaufen. Ich will die Eisgeneration oder die noch mehr kommen, geben ihm einen Teil von dem Courage und Enthusiasmus abbringen, den Eltern und Großeltern in extreme Konditionen bewiesen haben. Den Autodenigrement, die Selbstgefälligkeit, Larmoyanz von dieser Zeit, die sind doch mehr wie irrsinnig. Dafür ist es so nützlich, für Heians Tod zurückzudenken, und für mit einer großen Bewunderung die Leistungen von der Vergangenheit zu würdigen. Zum Schluss, auch für nicht an Pessimismus zu verfallen, will ich betonen, dass Europa einen großen Teil von der Lützeburger Identität gehen ist. Kein Land ist mehr durch die europäische Integration geprägt, wie mehr das sind. Verschiedene Episoden können uns jägern, verschiedene Decisionen können uns nicht immer passen, aber wir sollen dafür aber nicht das Ganz vorstellen, ganz, was uns Frieden, Sicherheit und auch den Wohlstand bräuchte hat. Wir müssen also resolut darum bemühen, Verschiedenes auf die richtige Spur zu bringen. Und wenn man nimmer einen Teil von der Weitsicht, von der Gründungspep, die muss nach keinen Fragen an den Positionen abbringen, dann dürfte das doch möglich sein. Ich so nicht. Merci für das Nachluistern. Bis geschwind.